De Claire Kanton sendt haut vun Kirchen aus, Babelin, wéi d'Franzose soen Niederbestlingen, dat se ganz historischen Sit a wieder am Hannergrund héiert, Klack schläit 2 Auer. Mi sinn haier engem Site schon an der Chronik vum Gregor von Tours am 7. Jahrhundert erwähnt ginn ass 585 wär hai e merowingeschen Gerichtsdag, den noch dokumentéiert ginn ass eng vun den Eelsten war net also dat eelste Lützebäier douf. Fi wat simmer haut als Claire Kanton zu Kirchen, ma Mënner enke proposéiert fir de Jean-Marie Biver, de bekannte Lützebäier Moller ze interviewen, a mir werden natürlich joch bei dieser Gelegenheit als Wandernummer vun der Saison 21/22 firstellen. Wir sind an lo am Atelier vum Jean-Marie Biver, den grosse Lützebäier Künstler Moie Jean-Marie. Das ist Flot, dass das heute zu Kirchen an dem Atelier willkommen hecht, dass man ein bisschen noch durch deine Wirkung können go für die aktuellen Kreationen. Du warst schon in Diedlinger jung. Was hat dich hier auf Kirche gefordert? Wie was daheim wohnen, schaffen, ja, Liebe kommen? Es war so, dass ich an 17 Jahren viel am Ausland war. Da habe ich auch meine Frau und ich in Frankreich kennengelernt, an den Pyrenäen. Aber der 70 war das. Und ich sollte eigentlich am Ausland, ich hatte echt gedacht, Paris für eine Möglichkeit damals. Und dass meine Mama krank ging, viel krank, dürfen sie nicht träger Plätze durchkommen. Und da haben wir Gesicht für uns zu wohnen. Und zu Diedling, ich habe immer die Substanz von einem Atelier an etwas abrechnen. Ich habe immer ein Atelier gebaut. Und damals konntest du nicht wie heute jung bei der Stadt gehen, helfen, also so damals da geht das nach alles gar nicht. Die kriegen ja wie Schleifmühlen oder so, es gibt ja immer mehr Künstleratelier, wo sie können arbeiten und dann müssen sie kleine Leute mit das geht alles nicht. Wir waren die erste Generation freischaffende Künstler, die das gesagt haben, wir machen das. Und dafür habe ich Gesicht an den einzigen Platz, wo damals preislich kein Thema war, das war Deislig. Und da haben wir zu denen für 3.500 Franken den Monat gelohnt, 2 Jahre, ein Gesicht, ob man nicht ein Haus fanden. Aber wo wir hier sitzen, das lag ja alles am Kopfheitscheier, das habe ich dann über die Jahre noch abgerichtet. Wir haben immer das Atelier gesehen. Ja, das ist eine Art Bauernhaus, das kommt als Atelier zum Deel denken. Ja. Und gesagt natürlich, dass immens viel daraus gemäht gehen, also dass die nächste Platz ist, wir können eben auf eine gute Manier zu schaffen, sich wohl zu fühlen und noch je Platz zu für alles, was ihr braucht, Materialien, für die Bilder zu stockieren. Damals kannst du das erleben. Ich meine, die Häuser, die wollte kennen, damals war richtig Landflucht. Ich meine, dass ja die Claire Kanton weiß, dass ja die hat ja damals alles gemacht, für ja, das soll. Für das 40 Jahre, weil eine ganz andere Tendenz wie du. Sie 40 Jahre hier. Ja. Und du hast selber Hand mal gelöst, du selber Speis gemäht. Ja, ich habe nicht alles so lange gemacht, ich klamme nicht auf den Dach oder die Sachen. Da muss es zu pur sein. Ja. Also, es sind ganz viel Arbeit, die ich lange oder für 2 Jahre den Atelier gefragt mit Leo. Und ich mit Leo vom Nopostö, die Freunde raus. Dein Beispiel, das weist auch, dass es nie einfach war, Künstler zu sein. Da das auch haut noch immer schwer, obwohl du recht hast, dass du siehst, dass es ein bisschen besser gehen, dann Encadrement hat sich sicherlich verbessert. Ich wollte dich bei der Gelegenheit fragen, wie waren die verschiedenen Etappen an den künstlerischen Schaffen? Im Moment bist du ganz figurativ. Ich bin immer figurativ geschaut, ich habe ganz figurativ angefangen. Ja. Und ich habe immer müssen machen dazwischen. Die Menschen, die an die Ausstellung gegangen sind, die haben die ganz abstrakte Phase auch mitgekriegt. Das hat seinen Grund. Aber für zu leben habe ich auch kleine Schlösser, Bauern, Helfer an Leute gemalt, auch Porträts. Wir können gut abstrahieren, Museen doch gut am Figurative für dich sein. Doch, aber das geht noch viel mehr weit. Ich meine, du musst immer bedenken, ein Hobbymaler, der kann nicht, wenn sie sehen, Matisse, die wissen gar nicht, dass die geht. Also ich meine, das geht nicht. Die malen für sich ein bisschen ihre Freizeit abzufüllen. Mit das an der Kunst so wie an allem.
wirklich willst Kunst machen, freischaffend Künstler sind, dat das genau dat nämlich wie wann die Flecke in Tour de France fährt, das dat. Den Preis musst du bezahlen, das heißt, das nicht etwas, wo du sanftes Mittes 2 Stunden schaffst, aber du stehst mindestens 5 Euro beleben lang und du hältst so 10 Jahre ab. Das bist du noch wie bei der Schriftstellerei, wenn den Thomas Mann hört, Ja. der ganz gute Leben gehabt, und hat seine Kadenz gehabt, und er hat seinen Rhythmus gehabt, seinen Schaffen. Was flott das Haut, das hatte mir am Anfang nicht, das Changen in Sachen wie Facebook oder Twitter, wie so alle heißen. Du kannst die Leute weisen, hey, mit weniger Intensität, dass du schaffst. Ja, du kannst gucken, an der voilà. Hand, an der Das Schaffen kannst du machen. früher, du und Leute, die wussten nicht genau, was da geschieht, aber in den sich auch dafür interessiert, die braucht schon eine Minute zu sehen, die gesagt, dass das eben da habe ich das fertig, mir das nicht. Matzen an der Pandemie, am Anfang von der Pandemie, am Jahr 2020, hast du den großen Ausstellung am Mudam. Ja. Die Expo war trotz Pandemie ganz großen Erfolg. Ja. Wie hast du dazu gekommen? Ich war am Gang Buch vom Serge Tanner, den wird den Tao Te King vom Lao Tzu an Lützeburg die versat. Und der Serge hat mich gefragt, willst du nicht pure Illustrationen machen? Da sagte ich, Serge, das ist ganz ein Text, den 2600 Jahre alt ist. Es gibt nicht mehr eine Möglichkeit, dass du das kannst veröffentlichen. Du musst pro kleinen Text eine Illustration haben. Und dann habe ich gesagt, lass mich gewähren, da sind ich auf Frankreich, aus Südfrankreich gewesen, die Wand darüber, weil ich wollte meine Ruhe komplett tun, für mich just darauf zu konzentrieren. Da habe ich 2 Monate ganz intensiv an dem Buch geschafft. Und da kam ein Brief von der Madame Cotter persönlich, aber ich will der Mutter aufstellen. Und da hat Genevieve gesagt, oh, ich meine, du hast falsch gelesen, ich Telefon geholt und ich angerufen, sein Telefon, weil ich okay, ich refusiere immer noch ein Handy, wie ich das, ja. Ich telefoniert und da sollten sie, ja, wir gingen das machen. Und das ist natürlich nicht nee. Und dann die 2 Dinge, das dann direkt eine Mudam-Ausstellung, das ist keine Galerienausstellung, das ist heftig. Du kannst genauso gut das fertig bringen, wie es doch kann es gehen an seinem Kader. Du musst schon. Und das ist ein ganz großer Raum. Ja, natürlich, ich meine, du musst du wirklich. Und ich habe ja gesagt, und da haben wir lang, wir haben das über 2 Jahre vorbereitet. Aber wie sie durchkommen, das sind die Richtung Vernissage gehen. Du hast es gesagt, sie also plötzlich. Du hast spontan entdeckt. Sie hat eine Operation am Fuß oder am Bein, am Knie gehabt, wie sie plötzlich gekommen ist. Und da ist an die Klinik gekommen, und da hängt ein großes Bild an der Rentrée. Und da hat sie gesagt, wie hat das da gemalt? Du hast alles Gesicht, ich werde meine Arbeit. Und da hat sie die Decision geholt, mir die Wie das am Proposition Leben Heinz so recht geht. Das ist aber die schönste Manier. Gibt schon anscheinend kein Zufall, fällt das zu. Also hast du in diesem Fall Ja, wirklich das auch gehabt. hat der Bettner so aufgehört, aber das war Jahre nicht lecker. Und das war der Mann, wo ich drauf gelehrt habe. Der Tisch der Expo Mudam war aller vor retrospektiv, also den Abblick an dein aktuelles Schaffen noch gehen. Sie war retrospektiv von 2004 rund plus ou moins. Ja. Das ist jetzt bald 20 Jahre. Das ist bei weitem nicht alles, was ich gemacht habe. Wir haben ganz viel geändert, Gesicht geguckt. Und dann noch Sammler gefragt. Also. Ja, du suchst Bilder aus der Öffentlichen Gemeinde gewesen. Das große Bild war am Schaffhauszimmer, die Eisleger Landschaft ja, von Kirchen. Ja, an Diddling auch, war doch ein Kommand Ja. war. An auch ein Privatkommand, 2 Stück. Für zu weisen, wenn du willst als freischaffende Künstler schaffen, dann musst du auch Kompromisse machen. Du musst auch Sachen machen, die nicht unbedingt just von dir kommen, aber auch von außen gefragt gehen. Ja. Aber nicht für den öffentlichen Raum schaffen, für ein Gemeng. Da gehen die Leute nicht trippeln. Ich meine, die Leute wissen ja, dass da öffentlich Gelder sind. Und sie gingen sich gerne die identifizieren. Das Projekt, weil du die Art dir aus der Gemeinde kannst, Ja, auf Ding genau. man näher durchstellen, Ja. das wäre der Jahre frei. Und du kannst dich inspirieren und der Thematik stellt Gemeinde an verschiedenen Bilder durch. Plus ein ganz großes Bild, was für die ganze Kulturlandschaft Das haben wir am Mut angewiesen. Ja, das drüben auf der Kopf, den 360 Grad. Ich habe just dort hier weggelöst, ich habe just die Landschaft zusammengebaut. Ja.
Kulturlandschaft. Ja, die Heichweg also Diwech Heichplatte. Heichplatte. Meier vielmals Merci Jean-Marie, Ja. dass du das Haut und deine Matli kannst begrüßen. Das immer nicht flott. War ganz Für flott Leute für zu mich. kommen. Ja. Et bereichert den noch den Weg zu gucken, die Ja. Dinge erbestimmt schaffen zu suivieren. Wir wünschen dir vom Clever Kanton aus viel Erfolg. Meister Weiter schaffen. Ja. Ja, so was du dann noch ein Deel, wenn du salopp kannst, von der Kreativwirtschaft hier am Clever Kanton. Merci. Merci, merci. Wir sind auch hier auf Besuch beim Yves Schinschen, den hier bei Kirche wohnt, nämlich am allen Wächter heißen Lernsteisebun zwischen Ölven an Guvi, Iwer Beeslik, Richtung Leck. Moin Yves. Moin, moin. Du wärst Schulmeister in der Gemeinde Ölven, du warst lo am Clerver Lycée. Was hat Scheiner gefällt? Du warst ein Schnitt aus der Gegend. Für was warst du da in der Wohnung gekommen? Leben kommen mit deiner Familie. Meier ich schon lo seit 90 hier op der Barriere eben an für allem die Landschaft hierwen hat mich heiner gezünn, die schön eislicher Landschaft an auch die Road den hier hört, also schon natürlich ganz aufgelehnt hier. Also den Zug gewinnt in sich. Im Zug gewinnen sich dann her den nicht mehr. Wie gesagt, das ist schon kein Opa, mein Opa ist ganz weit weg. Das gefällt mir aber gut, weil du den eben einfach in Ruhe und kann ein bisschen entspannen, wenn du daheim hast. Und du hast auch Bayern. Schon noch Bayern, ja genau. Dafür geht doch nicht langweilig, also es sind ein paar tausend Bayern, um die ich mich kümmern. An der Bonger Und, direkt bei der Haustür. Die Bonger doch hier dabei und ja, und schon natürlich auch nach bestört, schon 3 Kanner. Du hast natürlich für Action immer gesucht. Also ganz viele Bewegungsfreiheit. Voilà. Dadurch. Maja, André, du bist haut reingekommen, für ein bisschen etwas über die neue Wandernummer von der Clever Kanton zu sagen. An in anderem Sinn da ganz helle wohl von Text da dran. Und an anderem auch geht es um 2 eislicher Betriebe. 2 eislige Betriebe, effektiv, handwerkliche Betriebe, das heißt aus der Aktivitätszone zu Drenkelt an der Gemeinde Ölven, das ist die neue Urgelbauer, Urgelmanufaktur, sind belgische Investisseuren, ein belgischer Betrieb, den Schneider gelost hat, den eine international Renommee hat, den quer durch Europa neue Urgeln Instrumente baut, den aber auch Instrumente renoviert bzw. restauriert, nur zum Beispiel die historische Urgel von Ölven restauriert, eng von den ältesten aus dem heutischen Grand Duché. Den anderen Betrieb ist aus der Gemeinde Hausen, auch aus dem Clever Kanton, das ist ein Schreinerbetrieb, den es hinter 150 Jahre gibt. Und die 2 Betriebe weisen, wie diversifiziert durch die wirtschaftliche Struktur ist vom ewigen Eislik, 2 handwerkliche Betriebe, die aber schon kann ich sagen, am Kunsthandwerk NRW sind, die zu der Kreativwirtschaft auch gehören. Da gibt es ja auf Moos geschafft, das ist kein Projekt wie den anderen. Du hast ganz viel Kreativität notwendig, dafür auch das Stichwort Kreativwirtschaft. Ja, und dann auch an der neuen Nummer hier vom Clever Kanton, da geht es auch desiger Landschaften und auch vor allem mit Wasser. Ja, wir haben 2 mehr ökologisch orientierte Artikel, den geht effektiv um Wasser, um Trinkwasser. Wir wissen ja, dass CBS im Moment massiv investiert Eschdorfer Plateau am Naturpark Översauer, wo Trinkwasser aus dem Stau opbereet gëtt fir Errichtung Zentrum a Süde fir an allem geliefert ze ginn. Muss ihr wissen, dass wir zu Lützeburg als der Luxus können leisten, für 160 Liter Trinkwasser den Tag auf den Kap zu konsumieren. Das Wasser als Trinkwasser, ja, mit doch noch ernst das genutzt. Bis man sie groß auch bei steigender Bevölkerung. CBS kann im Moment bis auf 110.000 Kubikmeter, also Futter, Trinkwasser abgehen. Später hin nach bis auf 150.000 für just ein bisschen an Zahlen ein Bild zu gehen.
Ja, es geht darum, die Modernisationsarbeiten vorzustellen, aber ein bisschen Geschichte von der Seebass, von den Anfängen von 1959 bis heute zu retracieren. Das Leitungsnetz von der Seebass, das sind ungefähr 175 Kilometer, wo Trinkwasser für und allem Richtung Zentrum Süden aus dem Eistling raus exportiert wird. Das ändert, dass ein Artikel über als Kulturlandschaft, über als Naturlandschaft geht darum, die zu präservieren. Und da möchte Robert Philippard Suggestion für eine Art Observatoire von der Fotografie am Norden zu schaffen, für so auch die Entwicklung von der Kulturlandschaft zu verfolgen, auch zu sehen, wie sich die letzten urbanistischen Entwicklungen gemäht haben, für am Kontext vom Aménagement, vom Territoire, an vom Bauen am Allgemeinen besser können zu entscheiden, besser können zu steuern. Du hast schon vieles gesagt, was am Clever Kanton steht. Was steht da noch Interessantes dran? Wie immer steht Verschiedenes dran, etliches. Das geht von Gedichten über Texte, die zum Beispiel die Aktivitäten am Küb 520 zu Mänisch vorstellen. Dann aber auch ein Artikel, lesenswerten Artikel über das, was heute schon zum Patrimoine immateriell gehört, nämlich die Aal, Lützeburger und auch dann Ardenner Heisernim zu Draufeld. Es geht auch über die zukünftigen Projekte vom Lieder Eistling berichtet. Meier André, vielmals merci für die Vorstellung von der letzten Wandernummer von dem Clever Kanton. Und wie gewinnt kann in die Zeitschrift hier an der Librairie zu Dickrich und auch an der Librairie in Eindhoven am Eistling kaufen. Oder kann ich noch über den Internetseite vom dck.lu bestellen. Merci. Merci Yves. Merci für den Accueil. Merci auch. Das war die Emission vom De Clever Kanton. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Vielleicht könnt ihr als Wandernummer abonnieren. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Merci.